Bauer sucht Frau, Bauerledig sucht, das sind beides Formate, die besser sind als im Adi Totoros gesamte Karriere. Wieso habe ich einen Vibrator? In der Tat eine gute Frage, die ich euch jetzt echt nicht beantworte. Hä? Du hast mir doch auf WhatsApp geschrieben, dass du den zusammen mit deiner Freundin brauchst. Ja, und es hat jedes Mal weh da. Ah nein, warte schon. Du hast ja gar keine Freundin. Schreibt mir für eines der nächsten Videos lustige Kommentare oder zu der Schweizer YouTube-Szene in die Kommentare. Ja. Bauerledig sucht ist ein Fernsehformat, das wie alle anderen Sachen in der Schweiz eigentlich aus dem Ausland kommt. Ach so, ja, das ist natürlich eine gute Begründung. Und wie die meisten von euch wissen, ist es schon im Ausland ein absoluter Pain gewesen, sich das einzuziehen. Und heute zeige ich euch ein paar Clips von Bauerledig sucht Schweiz. Und ich sage schon mal jetzt, schnallt euch an, es wird unangenehm. Gut, meine Videos sind so oder so unangenehm, so ist es ja nicht. Dachte ich mir schon. Ich habe noch einen kleinen Test vorbereitet für die zwei Frauen mit Herdöpfelschinken. Die Schüsseln sind unterschiedlich gross, aber es ist gleich viel drin. Okay, ja, gut. Also, von dem wir jetzt absolut keinen Plan haben, um was es geht. Ich habe dafür 3 Jahre studieren, das ist absolut kein Problem. Also, es geht darum, dass die 2 jungen Damen hier im Video um den wunderschönen jungen Mann kämpfen. Und das sie jetzt austragen im Herdöpfelschälen. Das sind nämlich die Eltern von dem wunderschönen jungen Mann im beauftragt. Genau so ist das Video ab dafür. Die Idee von Mutter, dass Tanja und Ruth Kartoffeln schälen, ist eine gute Idee. Ich sehe auch gerade, wie sie es im Haushalt drauf haben. Achtung, fertig, los! Sehr schön geschält. Die hier eigentlich auch so ein bisschen, vielleicht weniger exakt. Digga, wie Monsieur? Die Küche ist ja auch sehr ein wichtiger Bestandteil bei einer Frau. Da Res nicht so gut kochen kann, wäre das wirklich etwas Wichtiges. Ja, wieso kann der Sohn von der Cornelia nicht so gut kochen? Das stelle ich mir jetzt die Frage. Wenn sie die 2 neuen Frauen, die da herkommen, erstmal im Test unterziehen, wie gut kann sie die Kartoffeln schälen? Ich frage mich nur, wie oft hat der Res jetzt wahrscheinlich müssen kochen bei sich daheim? Also ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich gehe einfach mal davon aus, absolut nie. Agatha hat wieder gezaubert. Die Geschwindigkeit haben sie ziemlich gleich gehabt. Beide haben exakt gearbeitet. Die Technik war schon gut bei beiden. Also es ist ja nicht absurd genug, dass ein erwachsener Mann mit den Eltern analysieren, ob seine Loverinnen Kartoffeln genug geschält haben. Nein! Es ist... Sie analysieren das Kartoffelschälen so, als ob der Carlo Janka gerade Zwänge gut die Piste durchabgefahren ist. Die gute Technik, Geschwindigkeit war schon gut und er hat exakt gearbeitet. Carlo Janka im Ziel, Platz 1! Die Geschwindigkeit haben sie ziemlich gleich gehabt. Beide haben exakt gearbeitet. Die Technik war schon gut. Das Kartoffelgericht hat entschieden. Res schreitet zur Urteilsverkündung. Schwierige Entscheidung, aber... Ja, es war eine schwierige Entscheidung und ich will da nur noch mal kurz sagen, es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie Bauern schlecht zu reden. Bauern, absolute Ehrenmänner, ohne sie hätten ich nicht meine geilen Produkte, die ich jeden Tag esse. Also nein, ohne Witz, überhaupt no front an irgendwelche Bauern oder so. Es geht mir nur darum, zu zeigen, wie absurd das überhaupt ist. Im Hintergrund snipen die Eltern. Und er entscheidet sich irgendwie für eine Frau aufgrund von Kartoffelschälen. Wo sind wir hier? Ah ja, stimmt. Wir sind ja bei Bauerledig sucht und in der Schweiz. Man muss mich entscheiden. Ja, hat sich entschieden und zwar hat er sich für die Linke entschieden. Fertig. Wir haben heute den letzten Tag eine schöne Woche gehabt. Vom Wetter her wunderschön. Ja, ja, wir haben viel erlebt zusammen, das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, bei dem Clip achtet euch einfach drauf, wie fest um den heißen Brei geschnurrt wird. Das ist dieses andere Unangenehme. Ungefähr so stelle ich mir ein Date mit dem Adi Totoro vor. Jo. Viele Eindrücke hast du hinterlassen und ja. Ja, und als Menschen so. Also nicht wegen der Woche wie schön oder so. Ja, ist noch, also von mir aus ist, ja.
Ja, ich dachte, also so ein Gefühl her, also am meisten Funk von mir aus ist, also mein Funk ist nicht durch. Also mein Herz hat gesagt, nicht. Das habe ich jetzt nicht geschnitten, das habe ich nicht gemacht, ich habe nicht geschnitten, nichts gemacht, das hat 3 Plus so abgeloadet auf YouTube. Aber sie haben natürlich den Sound rausgenommen, extra rausgenommen, dass sie es natürlich noch monetarisieren auf YouTube. Aber es macht es nochmal 100-mal witziger, weil einfach überhaupt kein Sound drin ist und einfach nur so, ja. Also mein Herz hat gesagt, nicht. Wie siehst du aus? Also, ja, Also es geht mir etwa gleich. Also finde ich auch nett und sympathisch, aber von der Gefühlswelt her stimmt es nicht. Da gebe ich dir recht. Das hat Anita Dora auch schon das ein oder andere Mal gehört. Oder Adi? Finde ich auch nett und sympathisch, aber von der Gefühlswelt her stimmt es nicht. Da gebe ich dir recht. Ja, das tut mir leid. Ich hoffe, dass es bei dir in Zukunft so läuft wie beim nächsten Pärli. Aphrodisierende, hausgemachte Trüffelravioli mit Mascarpone. Das klingt dann spannend. Das klingt sehr spannend, aber hast du das Gefühl, wir brauchen das wirklich? Eigentlich ja nicht. Wenn in so einer Location, bei so einem Essen, bei so einer Dekoration keine Romantik aufkommt, dann hat man die falsche Partnerin an seiner Seite. Oh, Adrian, hey, willst du mir jetzt sagen, wenn ich dort bin und keine Romantik verspüre mit meiner Freundin, ist das nichts? Digga, eben überhaupt nicht wahr in so einem verkrampften Setting. Ich will einfach auf entspannt im Mac irgendwie mir ein Big Mac einziehen, das ist für mich romantischer als das da hier. Adrian, hey, mach nicht so. So, und jetzt bist du aphrodisiert. Ja, Schatz, musst aufpassen langsam. Nein. Also nein. Nein. Ciao. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ich mach nichts mehr. Gute Nacht. Noch eine zweite Portion für dich. Ja, okay, scheiß drauf, Digga. Nein, aber jetzt nur noch eine kurze Frage. Wem seine Frisur ist schöner? Sein Mittelscheitel oder mein Mittelscheitel? Mit 19 habe ich das Gefühl, dass du irgendwie Stahldrang hast und du bist ja da wirklich jung. Was ist der Auslöser gewesen, dass du gefunden hast, ja, wieso nicht? Kannst nichts verlieren. Kannst es versuchen, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht. Ja, da hat er recht. Absoluter Five-Head der Typ. Es gibt Leute, die sliden bei Insta in DMs. Es gibt Leute, die sind auf Tinder. Und dann gibt's er. Er meldet sich bei Bauerledig gesucht an. Too smart. Wo er recht hat, hat er recht. Und ich weiss, sie warten alle drauf. Ich könnte jetzt einen easy Joke machen. Aber nein, das machen jetzt nicht. Der Apfel fällt nicht weg vom Stamm. Lad doch dem Schönling da hier ein Like da. Livestream heute Abend 19:30 auf Twitch. Kommt doch vorbei. Abonniert die Kartoffeln und vergesst nie. Sagen wir 1 bis 10, das T-Shirt. 9! Ich rede vom T-Shirt, Leute, gell?